Wir sind hier bei einer Indianer-Bibelschule auf Jalvesanga en ik hier met dem Leiter Rendwijk. Für was für eine Menschen ist diese Bibelschule hier gedacht? Also seit der Gründung in 1975 ist diese Bibelschule spezifisch für Indianer gebaut worden. Also wir haben bloß Studenten, die aus den verschiedenen Indianersiedlungen aus dem Chaco. Und seit dem letzten Jahr haben wir auch ein paar aus Ostparaguay, das ja leider nicht, aber im Prinzip bloß für Indianer. En vandaag is hier een ganz, vandaag de laatste dag, oder een paar dagen, is hier een speciaal programma. Wat heb je hier vandaag? Ja, dat wat we de laatste tijd gehad hebben, dat deze week gehad hebben, dat is een, we nennen dat Seminario de Pastores, also een prediaseminar. En dort zijn dan even alle eingeladen, die in de verschillende gemeentes en de siedlungen schaffen, Indianersiedlungen. En ook komen ook immer weiter Personen, die sich interessieren und über ein Thema einfach auch mehr zu lernen. Und dort wird von der Bibelschule aus organisiert? Ja, dort wird direkt hier von der Schule aus organisiert, ja. Und so ich vorstelle, sind hier auch verschiedene Ethnien. Kennen die alle Spanisch oder wo haben Sie das hier abgeteilt? Ja, wenn wir an unsere Studenten denken, was wir sonst immer haben, haben wir in Durchschnitt zwischen 7, ich will mal sagen, zwischen 6 und 8 verschiedene Sprachen hier. Und ja, rechten wir aber immer in Spanisch. Und sie ist auch in diesem Prediaseminar. Wir haben ja rechten in Spanisch. Und die haben dann aber nur die Vorträge immer war der Zeit, auch wo die sich in ihre Sprache, aber in die 3 Hauptsprachen, das sind Klet. Da kommen dann auch die Sanapanan, die Tova, und die Klet-Sur auch nun. Wenn sie die Sprache verstehen, dann haben wir die Guarani-Gruppe. Da kommen dann die Yandevas und die Angaites und alle die, die Guarani ziemlich gut reden nun. Und dann ist die Nivakle-Gruppe. Also die Bibelschüler müssen auch daran teilnehmen. Wie viel sind das? Ja, das ist, wie würde man sagen, das Seminar, das ist Teil von der Bibelschule. Das ist Teil von unserem Lehrplan. Der Unterricht wird für diese Weg einfach ganz aufgesagt. In der Schule müssen alle mitmachen, die machen teilweise im Programm auch mit. Während der Vorträge, die setzen die hier. Die helfen anleiden, Leute anleiden, Musik, wenn wir singen anleiden, die planen auch verschiedene, zum Beispiel von der zu uns, ihr habt dort einen Gottesdienst, der ist in der Hand von der 2. Klasse. Und sie wird auch Montag, und sie wird auch Dienstag, dann wird der Gottesdienst in der Hand von der 3. Klasse. Und wie viele sind dann ungefähr, die nicht zur Bibelschule kommen, wie viele sind hier ungefähr? Ja, Bibelschüler haben wir das Jahr 31, die nicht noch hier sind, wir fangen mit 34 an. Und vandaag Teilnehmer sind über 200, sehe ich erst, ja? Das Jahr sind dort, wenn ich richtig sehe, dicht an 230. Das sind seine, die für einen Tag kommen, für ein Thema, aber eingeschrieben sind, hängen 221. Wo wird das bekannt gemacht, dass es ein Seminar ist? Und wie kommt das viel für, was Menschen interessiert sind an das hier? Also, wenn es dort über sehr viele Jahre stattfindet, immer im Mai und immer im September, wie das auch ist immer, das Jahr war auch noch mal sein. Weiter dort all, die Frau am Anfangsjahr nur, wird das Seminar geben. Also, das ist eine Tradition geworden, aber wir geben dort auch bekannt über Zeppeldartig in ihre verschiedenen Sprachen, die haben auch nur recht in ihre Sprache. Da wird das bekannt gegeben, wir geben dort mit den Schülern, wenn die mal ein Haus fahren, das ist nur kurz über Österreich. Dann hoffen wir auch, dass die dort an ihre Kirche dann auch bekannt geben. Ja. Und die Redner sind von Jünd, von uns Mennoniten oder andere auch? Ja, der Hauptredner, der meiste Redner, muss ich sagen, sind Lehrer hier von der Bibelschule selbst. Und dann laden wir aber auch immer wieder einzelne Redner von den verschiedenen Missionaren, von ACOMEM und MIM. Und Missionare, die auch Indianer arbeiten auch. Und die Lehrer bei der Bibelschule, das sind Mennoniten? Ja, das sind alles Mennoniten. Wenn es dort auch die Bibelschule auch von der mennonitischen Gemeinde ganz unterheulen gedrückt wird. Noch ein bisschen wieder zu der Bibelschule. Sind ja bestimmt viele mit ihren Familien. Der Mann studiert und hat Familie. Wohnen die hier auf dem Hof? Ja, das ist eine von unseren Grundregeln, dass unsere Studenten alle befreit müssen sein.
En de måtte ook hier op en af wonen als ehepaar als familie, want ze kennen hand. Ja, hier veel hizatjes. Ja, ja. Dat betekent te veel dat je hebben 31 families hier op en af wonen. Oh. De frues gaan naar de fruesschool. Die wordt ook van, die komt ook onder de Bibelschool. Dat is ons rechte arm, der ist hier een klein eindje wieder. Vrijwillig matten. Ja, we hebben dat gezegd dat alle wat op een Bibelschool heeft wonen, moeten te school gaan. Also die zijn eenmaal de kleinkinderen, die komen een kinderschule nemen, een escuelita, zoals we dat nemen. Dan hebben we die wat een dorpsschool gaan, die gaan dan even in de dorpsschool hier voets bezien. Op een hof is een dorpsschool en dan zijn de secondairschüler, die gaan door de school, vroeg en de vroegschool en mannen hier bij ons, aan de Bibelschool dan, ja. En dat is voor hoeveel jaar zijn de Bibelschool bij de ganz afgesloten is, de student? Also ons programma basiert sich op 3 jaar, also het is een 3-jarig studium. Okay, gut, dann weten we een beetje dat hier veel met school te doen is, also volkschool voor de kinderen en ook voor de vroegs en ook voor de mannen. So, ik bedank me, Randwijk, dat we hier dit gesprek hebben. Ook dankzij aan die en Gottes Segen.